Hallo zusammen, du bist der Chris oder der Crown Cletus. Wir spielen wieder mal Journey, das mal das zweite Level und ihr mögt euch vielleicht noch erinnern. Wir sind ja hier durch das grosse erste Tor durchgezogen und sind jetzt hier in dieser Brückenlandschaft gelandet, wo es im Hintergrund noch mehrere Brücken gibt und auch auf dieser Seite, aber dort kann man nicht her, weil wenn man zu weit rausläuft, dann wird man vom Wind einfach zurückgetrieben. Also, jetzt sehen wir hier vor uns die Brückenbausteine und ich würde sagen, sammeln wir doch die 3 Symbole, die es in diesem Level auch gibt, auch gerade ein und aktivieren die Brücke komplett. So, und zwar ist das folgendermaßen: An verschiedenen Stellen hier in diesem Level hat so grössere Stofffetzen, so ein bisschen Banner, wo man dann mit dem Drücken und Halten der Kreistaste aktivieren kann. Ich fliege jetzt hier ein bisschen dumm rum, das bringt nämlich nichts. Ihr seht, der Effekt von dieser Aktivierung ist so, dass dann der Stofffetzen, der Banner, eine Verbindung bildet zum ersten Brückenpfeiler. Da braucht es jetzt aber noch ein bisschen mehr. Darum ziehen wir als erstes gerade mal ganz links hier. Seht ihr ja hier diesen kleinen Aufbau? Dort hinten dran versteckt sich nämlich das erste Symbol von diesem Level. Schnell mal ein bisschen hinterfliegen, dass wir noch ein bisschen schneller vorwärts kommen. Genau. Wenn ihr von hier oben, wo wir startet, gut schaut, dann seht ihr das sogar hier unten ein bisschen glitzern. Also, wir haben unseren Schau ein bisschen länger gemacht. Ihr seht, ihr könnt hier auch bei diesen kürzeren Stofffetzen eine Aktivierung durchziehen. Das führt aber schlussendlich nur dazu, dass hier einfach auch wieder Stofffetzen rauskommen, die eure Energie wieder aufladen. Und das ist natürlich wichtig, wenn man das rote Mäntelchen hat. Darum empfehle ich euch, um auch ein bisschen schneller vorwärts zu kommen, aktiviert die Stofffetzen und dann könnt ihr dann auch wieder gewisse Distanzen fliegend zurücklegen, um schneller vorwärts zu kommen. Oder zum Beispiel gerade bei dem hier, damit ihr dann von hier aus rüber könnt hüpfen, um dann die 2 Stoffbanner hier mehr oder weniger gleichzeitig zu aktivieren. Jawohl. Das hat geklappt, glaube ich, ja. Die sind beide reingezogen. Und ihr könnt euch so etwa vorstellen, was passiert. Wunderschön aufgeflogen und haben die Brücke vervollständigt. Jetzt fehlt nur noch eine Verbindung. Aber seht ihr es hier im Hintergrund glitzern? Genau, das ist unser Ziel. Das zweite Symbol. Gehen wir uns das gerade holen, weil man kann hier hochlaufen. Es sieht zwar ein bisschen rutschig aus, noch ein bisschen durch den Sand, Wasserfall durchziehen. Jetzt haben wir uns das zweite von 3, wie gesagt, geholt. Moment schnell, noch kurz etwas ausprobieren. Nein, da hat es eine unsichtbare Wand. Ich denke, vielleicht könnte man dort ein bisschen raufglitschen. Was aber nicht der Fall war. Also, wir gehen hier zwischen den Brückenpfeilern durch. Über den Sand surfen und ihr seht hier oben schon ein bisschen blitzen. Jetzt auch hier mit dem roten Mäntelchen müsst ihr den aktivieren, damit ihr dann durch das Halten der Kreistaste aufgespickt werdet und somit dann hier rüber fliegen könnt. Ups. Jawohl. So, das dritte und das letzte. Ihr seht, ist schon relativ lang. Auch der vom roten Mäntelchen, der Schal, wird hier schon ein bisschen länger sein.
Selbstverständlich als am Anfang, weil er ja die Symbole hat eingenommen hat. Und jetzt holen wir uns noch schnell das versteckte Bild. Was für eine Überraschung, vielleicht habt ihr es vorher schon gesehen. Man kann hier durch einen Sandwasserfall oder durch einen Sandfall, wie auch immer, weil Wasser ist es ja nicht, durchziehen und sich dort dann das Bild holen. Das ist das Einzige in diesem Level. Von dem her haben wir jetzt alles einkassiert, was man eigentlich muss. Ihr seht, die Brücke ist schon fast komplettiert. Da fehlt nur noch der hier oben. Ich wiederhole mich hier ein bisschen. Mit dem roten Mäntel müsst ihr vielleicht den einen oder anderen Umweg nehmen. Aber diese Positionen sollten alle erreichbar sein für euch. Und dann gehen wir doch jetzt hier gerade den letzten Banner auch noch aktivieren. Das Geile finde ich auch, dass man während solcher Zwischensequenzen einfach noch ein bisschen weiterziehen kann. Man sieht sich zwar dann nicht, je nach Kameraeinstellung, aber wenn man in die gleiche Richtung zieht, dann wird es in die gleiche Richtung gehen. So. Das heisst, wir haben jetzt eigentlich die Brücke komplettiert, genau. Und das bedeutet für uns, dass wir problemlos zum Ziel schreiten können. Jetzt folgende Information, ich habe das im ersten Video schon kurz angesprochen. Für die wild auf Trophäe sind, es gibt eine Trophäe, wenn man die Brücke überqueren kann, ohne dass alle Zwischenstücke aktiviert wurden. Und wenn ihr jetzt gerade seht, nein, da seht ihr gerade mal gar nichts, würde ich sagen. Die Sache ist aber die, hier bekommt man ziemlich Geschwindigkeit, wenn man über die drüber zieht. Und ihr seht, wenn ihr dann einen weißen Mantel habt und dementsprechend auch einen langen Schal, ist es kein Problem, eines von diesen Teils auszulassen und die Trophäe zu holen. Jetzt, was ist hier passiert, fragt ihr euch vielleicht. Das ist ein zweiter, der hier gerade ist durchgezogen. Das ist absolut richtig, weil ich möchte jetzt noch kurz auf ein Feature von diesem Game sprechen kommen, das ich absolut geil finde. Jederzeit, wenn ihr am Spielen seid und online seid, kann es sein, dass ein anderer Spieler, der genau das gleiche Level auch spielt, mit euch ins Spiel hineingejoint wird. Wie gesagt, es kann jederzeit ein neuer Spieler dazukommen. Hier noch schnell der Beweis, dass wir alle Symbole gesammelt haben. Und das zweite Hoch ist das Game viel einfacher. Weil wenn man sich berührt, kann man gegenseitig die Energie wieder aufladen. Also gerade mit dem roten Mäntel, mit dem Weißen ist das dann nicht mehr unbedingt nötig. Aber gerade mit dem roten kann man so natürlich Positionen erreichen, die vorher nicht möglich waren. Man kann nicht zusammen kommunizieren, es gibt kein Headset oder so Funktion. Das Einzige, was man machen kann, ist das Drücken vom Kreistasten sein individuelles Symbollogo. Das kann man schneller hintereinander drücken, das kann man einmal für einen grossen Hinweis drücken. Das ist jedem selber überlassen, wenn er hier kommunizieren will. Jetzt der Typ, der hier mit mir gezockt hat, hat es scheinbar schon wieder sein.
Oder es hat irgendwie bei der Verbindung ein Problem gegeben. Es ist häufig so, dass sie dann absitzen und langsam verschwinden. Vielleicht ist er aber auch nur schnell kacken und kommt wieder zurück. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall macht das Zusammenspiel eigentlich auch einen sehr grossen Spassfaktor in diesem Game aus. Und gerade wenn ihr einen Partner verwünscht, der dann über mehrere Levels zusammen vorwärts ziehen könnt, gibt es noch ein paar relativ spassige Momente. Jetzt er hier scheint nicht weiterzuziehen, was ein bisschen schade ist. Darum säckeln wir einfach mal los. Zum Teil gibt es so, dass der ganz hinten am Durchgang einen kleinen Schatten sieht von einer Figur. Und das bedeutet dann wiederum auch, dass der gegebenenfalls im nächsten Level auf einen trefft, weil dort schon einer am Spielen ist. Jetzt man kann nie voraussagen, wenn man wo einen trifft. Und genau das macht eigentlich auch noch einen interessanten Teil von diesem Spiel aus. Und weil das zweite Level nur so kurz war, würde ich sagen, hängen wir das dritte gerade dran. Absolut genial, wie das aussieht. Ich finde es wirklich unglaublich stylisch. Sehr ästhetisch, wirklich. Der das grafisch designt hat, der versteht sein Fach. Also, Level 3. Ganz ein geiles Level, finde ich. Ich meine, was sehen wir jetzt am Anfang? Man sieht ein bisschen die Wüste natürlich, die Wölkchen, den Berg, wo man her muss. Aber sonst hat man eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was man jetzt hier macht. Dadurch, dass ich es aber schon ein paar Mal gespielt habe, kann ich euch jetzt hier ein paar schöne Tipps geben. Und zwar könnt ihr eigentlich gerade von Anfang an hier rechts rüberziehen. Dauert halt zum Teil ein bisschen länger. Man muss sich dem Game ja auch ein bisschen hingeben, es ein bisschen geniessen, dass man hier einsam in der Wüste unterwegs ist, die Verformung vom Sand beobachten, zwischendurch mal Hüpfer machen oder mal Kreistasten drücken, um zu schauen, wie sich das auf dem Sand auch wieder ausbreitet. Ganz eine coole Sache. Also, wir halten uns hier komplett rechts. Und jetzt seht ihr schon hier hinten, weil ich in die Luft geflogen bin, unser Ziel. Vermutlich von dieser vergangenen Zivilisation aufgebaut und vom Zahn vor der Zeit wieder ein bisschen zerstört wurde, ist es so, dass der hier mal eine Aktivierung startet und das führt dann dazu, dass hier so ein fliegendes Stofffätzchen, Keibli, wie auch immer, Fisch in der Luft, keine Ahnung was es ist, rauskommt, euch Energie auflädt und euch auch den Weg wird zeigen. Aber wir wollen jetzt dem noch gerade nicht nach, sondern wir wollen hier rauf. Jetzt mit dem roten Mäntel kann das ein bisschen schwierig sein, aber wenn ihr unten mit voller Energie startet, solltet ihr locker hier rauf mögen. Vielleicht braucht es hier einen Umweg über diesen Pfeiler hier hin. Nicht allzu frustriert werden. Ich habe es nämlich auch geschafft. Und bin definitiv nicht der beste Spieler. Also, jetzt zeigt uns der hier den Weg. Wir können dem einfach mal folgen, wenn wir wollen. Und fliegen doch jetzt einfach mal unserem Primärziel entgegen. Ein Berg, der konstant vor uns ist, der uns immer wieder daran erinnert, wo wir her müssen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Mysterium von diesem Game. Und zwar ist hier eine Blume in der Wüste. Schön glitzernd und so. Und absolut einzigartig, weil ihr werdet im ganzen Spiel sonst nie so etwas finden. Und für die es nicht wissen, das ist eine Referenz. Und zwar zum Game, wo der Hersteller vorher schon entwickelt hat. Das heisst Flower. Ist auch für PS3 Nummer. Man kann einfach so ein paar Blütenblätter in ihrer Landschaft herumsteuern. Ist auch ganz schön und ästhetisch wieder gemacht. Ein prächtiges Game, fernab von den normalen Regeln und Verhaltensweisen vom Spiel. Also ganz toll. Und darum haben sie hier die Blumen platziert und das gibt auch wieder eine Trophäe, wenn man die findet. Jetzt unsere Reise geht weiter.
Und zwar, nachdem dass wir hier chillig runter surfen, sehen wir, hier ist wieder so ein Banner. Und hier können wir wieder so ein Käbel rauslassen. Kann ich jetzt schon sagen, das wird ein richtiges Rodel, wenn wir mal loslegen und die Siechen alle draussen haben. Genau, da kommen wir schon das Paar daher. Jetzt hier hinten dran. Sollte es noch einen weiteren haben. Oder hinter dem nächsten, wie es immer ist in der Wüste. Ich meine, es ist gerade hinter dem, ja, hinter dem nächsten. Jetzt werden wir hier sogar noch ein bisschen mitgedreht. Der schickt uns wieder zurück. Gibt's ja nicht. Ich bin schon in verschiedene Richtungen von dem gezogen und geflogen worden. Also sonst einfach mal mitziehen und das Game genießen. Wie so häufig. Ich gehe jetzt verhältnismäßig schnell hier durch. Ich will ja auch niemand langweilen. Aber die das Game richtig genießen, ich profitiere in meinen Augen am meisten davon. Also schaut, jetzt haben wir hier wieder so ein geheimnisvolles Bild. Und weil wir so ein bisschen hin und her unterwegs sind im Moment, machen wir doch mit dem gleich weiter. Ihr findet sicher eine bessere Route. Soll jeder so den Ablauf wählen, der ihm selber gefällt. Aber das ist der sich bei mir so ein bisschen eingepflegt hat. Habe ich auch noch ein bisschen die schöne Welt begutachten und kann somit eigentlich alles zusammen holen, was man holen kann in diesem Level. Jetzt wer vorhin aufmerksam war, genau, hat hier hinten auch schon etwas entdeckt. Zwar haben wir hier einerseits wieder so einen Banner, einen Stofffetzen oder eben so ein fliegendes Käbel, das wir befreien können. Den Ruf kann man übrigens mit gehaltener Kreistaste auch schon in der Luft auslösen, also chillig. Hier haben wir wieder so ein Bild. Ja. So, das wäre auch aktiviert. Und jetzt müssen wir hier raufziehen, genau. Folgen wir einfach hier unseren liebenswerten fliegenden Wesen. Dann sehen wir dann hier hinten den Turm. Die fliegen jetzt. Aber hier die Dünen runterzugleiten, habe ich am Anfang auch sehr, sehr unterhaltsam gefunden. Also hier oben drauf befindet sich ein Symbol. Hier innen befindet sich nichts. Also für nichts abgecheckt. Und ihr könnt euch jetzt denken, für was dass die Fätzchen hier oben schweben. Die sind wieder hier, um uns aufzuspicken, damit wir hier auf die Stege kommen. Und das soll auch klappen mit dem normalen Mäntel, absolut. Und hier wieder genau das Gleiche. Kreis halten, man wird aufgespickt, man muss noch ein bisschen fliegen dazu und dann kommt man hier ganz gut rauf. So, jetzt bin ich der Meinung, haben wir alles einkassiert. Das bedeutet, wir ziehen Richtung Berg weiter. Ah nein, Moment schnell, muss mich hier noch kurz korrigieren. Hier unten hat es noch so ein fliegendes Teil, das wir befreien können, genau. So, das wäre auch gemacht. Und jetzt können wir meinetwegen losziehen. Hier mal den Berg raufkraxeln. Oder besser gesagt, Dünen. Und jetzt sehen wir hier vor uns ein Ziel. Sieht nicht mehr ganz so erfreulich aus wie die prächtige Wüstenlandschaft, wo wir im Moment sind. Man merkt, dass man jetzt in ein Gebiet hineinkommt, das nicht mehr ganz so farbenprächtig ist. Oder anders gefärbt wird sein als das jetzige, das doch eher friedlich so aufgebaut ist. Mit warmen Farbtönen. Alright, jetzt stellt einfach sicher, dass ihr bei einem von diesen Käblis Energie holt. Und dann solltet ihr problemlos hier überschweben. So, ihr seht, steigt es auf, hier wartet dann einer. Der nimmt mich praktischerweise mit rauf. Hier ist es so, dass ihr mit dem Halten der Kreistaste die Jungs hier befreien könnt. Der nimmt mich gerade wieder mit rauf.
Und ja, jetzt ist das folgendermaßen. Grundsätzlich geht der Weg durch rechts durch ums ganze Gebäude. Aber wenn euch der Schal so lang ist, könnt ihr einfach hier rüber. Zack, die Sache ist geritzt. Der andere sollte noch wieder rauf transportieren. Jawohl. Also gemütlich. Wenigstens sehen wir jetzt die Sonne wieder ein bisschen. Bevor das rauf geht zum Levelende, unbedingt noch hier hinten laufen. Hier ist noch ein Symbol, das unseren doch schon recht langen Schal noch etwas länger macht. Das sehen wir hier schnell. Jawohl, alle 4 Symbole eingesammelt. Perfekto. Das schnell aktivieren. So, ihr seht das Käppchen, das uns hier etwas mitteilen. Wir laufen runter. Mit dieser Aktion wäre das Level dann abgeschlossen. Es wäre jetzt das 2. und das 3. gewesen. Ich kann euch versprechen, dass das nächste richtig cool wird. Aber machen wir mal fertig von hier. Merci für eure Aufmerksamkeit und schönen zusammen.